Genau uns. Wir singen am Anfang zwei Leute aller taub. Und ihr steht Nummer 7, das hastig. Welchen Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeit. Fröhlich sieht man alle Leute in der ganzen Christenheit. Es sei Gott, so lass erschallen und Friede auf den Menschen wohlgefallen. Euch ist ja der Heiland geboren, der Herr in der Davidstadt. Wieder strahlt im Glanz der Kerzen, funkelt uns der Weihnachtsbaum.
Und es fassen unsere Herzen all die Herrlichkeiten kam. Es sei Gott, so lass erschallen und Fried auf Erden, Menschen wohlgefallen. Euch ist ja der Heiland geboren, der Herr in der Davidstadt. Doch nur kurz und solche Freuden war verlässt der Kerzenlicht. Jesus allein bereiten Freuden, die vergehen nicht. Es sei Gott, so lass erschallen und Fried auf Erden, Menschen wohlgefallen. Euch ist ja der Heiland geboren, der Herr in der Davidstadt. Der nächste Nummer saß es hebentlich. Nun ist sie erschienen, die himmlische Sonne, und strahlt durch die irdische Nacht. Darum trocknet die Tränen Wonnet an den Menschen, es Heil nun in Christus gebracht. Dem Heiland sei Ehre und Friede der Welt in Christus dem Retter des Heil uns bestellt. Wie lass sie umnachtet den Tod und Verderben, die Menschheit voll Sünde und Not. Doch durch Christus kann jeder die Seligkeit erben, glaubt, lebet, so heißt nun gelobet sei Gott. Dem Heiland sei Ehre und Friede der Welt in Christus dem Retter des Heil uns bestellt. Ja, nu ons alla. Så var det dröm i band. Jag är en far och idag har jag ännu så Eva gående väl. Kalassar 3:17 och 16 så steht und alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles in den Namen des Herrn Jesu und danke Gott und dem Vater durch ihn. Så min wunsch ist att vad vi har done från det och vi är färhan med vidare med Worken, alles vad vi done, att alles till dem Herr gehören det, så i den Namen des Herrn Jesu. Vi alla dat in Namen Jesus doen wat vi hier doen. Så jag förtror att alla håller vad hier vad förbringen vill, det att alla dörab han gesilt är, att det Herr Jesus kan ge worden. Så vi var kurz nach beden. Und dann war wir so zur Verlängerung, ich kann jedem einen Ablauf geschickt. Gut, einfach steht nur so no, das den Nummer zu sein, so nur re. Und dann wird noch Gelegenheit sein für freie Batterie, wenn wir haben was ordentlich, so wird noch Gelegenheit geben dafür für freie Batterie. Und dann zum Schluss, wenn wir hier bei nicht stark sind, die eten wir auch noch einen Kaffee rein mehr und noch ein bisschen Snack. Så sind alle dort eingeladen, das war 3 Tage lang, und ich noch kurz mit einem Snack haben, mit einem Kaffee, mit Gemeinschaft. So ihr Leute auch noch dort eingeladen. So wir wollen auch beten, und dann kommt die Einleitung von Adon Giesbrach, und dann geht es so wieder mit Leider und was immer dran on ist. Stuhe ab, wo das pausen ist.
Allmächtige himmlische Vater, wir danken dir namens unseres Herrn Jesus Christus, dass du noch diese Eid geschenkt hast und gekommen bist, um uns zu erleisen, Herr. Wir danken dir dafür. Mochte doch ein Abend sein, wo wir uns an genießen und dein Wort und singen und leider, was immer das ist, Herr. Aber das alles mocht du zu dein, dass du uns verherrlicht worden, uns mocht wir Mut geben, im geistlichen Kampf uitzuholen en durch te vieren en Glauben te leben, Herr. Schenk iedereen een gelodenheid, je wordt ver te brengen, dat alles door te dienen kan, dat u verherrlicht wordt en wie den Segen daarvan krijgen. We loden die ook aan hierbij met te zijn, in de naam Jezus Christus. Amen. Neem plaats. Ja, zum Umfang, weil wir uns eine Begebenheit lesen, wo ab Weihnachten oder kort nur Weihnachten passiert, in Matthäus Kapitel 2, von Vers 1 bis Vers 11, von der Weisen in Morgenland. Wenn wir uns das eben lesen, in so ein Wort wie von dieser Weisen können lernen. Matthäus Kapitel 2, von Vers 1 bis Vers 11. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über den Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hier kommt der Weisen in Morgenland nach Israel, nach Jerusalem gereist, und sie sehen Jesus. Sie haben geschenkt gemacht, sie wollen Jesus anbeten. Wer wären diese Weisen? Diese Weisen, die kommen höchstwahrscheinlich aus Babel, aus dem Morgenland, und wir wie im Osten nennen von Israel, da wir Babylon, die Babylonier. Und unter denen wären Menschen, die Weisen wären, die Sterndeuter wären, die Tiden immer nicht des Stirns. Vielleicht deuten soll der Tökum verrückt sein, er wollte nicht gerade Wort zu deuten, mit Wort und alles zu tun hat. Alle Mal wären das so eine Menschen, die die Stirns beobachten. Und sie aber Satan sein, auch das werden Magier, die deuten ihrens Wort. Vielleicht der Tökum verrückt sein, oder ihrens Wort, alle Mal schaffen wir dort, was sie dann dachen, was sie wissen. Und so kommen in dem Morgenland, dort wir wieder im Osten nennen, es hat mir dort abgelohnt, hat ungefähr Eva, man wollte ja nicht nehmen, wurde schon, aber dort werden ab das wenigste 1000 Kilometer, wo so gereist werden, mit Kemols, und oder mit Ondret, was immer. Und wir wollten die Jahre Zeit, die dort so lang, so eine Streit aus dort reisen. Er wollte nicht, wie viele Monate so waren, aber Reise was sein. So kommen in Israel, in Jerusalem, wenn ein Morgenland, wo sie werden, in der Stirns beobachten, ob uns sagen soll, da wo ein klaren Stirn. Und sie wissen, das Stirn, das ist was ganz Besonderes. Das Stirn, der will uns was sein, der will uns was wiesen. Und dort ist was ganz bittergewöhnliches passiert. Da ist ein König geboren in Israel. Wir wollten nicht, wer diese Weisen dort so nicht wissen, dort ein König geboren wird in Israel. Aber sie werden sich sicher,
und wir können dort vielleicht uns verstauen, wir wollten ja Daniel, als in Babylonien gewesen, ein paar hundert Jahre vor dem, was das passiert, wie Daniel in Babylonien. Und Daniel dort all von Jesus verrückt sein, dort Jesus wurde in Israel geboren worden. Und auch Biliam kommt auch ungefähr aus dieser Gegend, aus dem Osten. Und heute einmal seht auch eine Verheißung von Jesus in 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17. 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17. Das ist so viel 100 Jahre vor dem, was das nicht passiert, wo Jesus geboren wird. Da soll Biliam das Volk Israel verfluchen. Der König Barak, der hat Biliam gekriegt, Biliam soll das Volk Israel verfluchen. Und dann schon Biliam aus dem Osten hierhin gereist, in Israel, und wollte das Volk verfluchen. Aber wir wollten heute konnte das nicht verfluchen, sondern heute das Volk Israel sehen. In 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17, da sagt Biliam, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Biliam bedeutet hier prophezeien, dort in Israel, da wird ein Stirn abkommen, und das ist eine Verheißung, dort Jesus wird geboren worden, dort Jesus wird kommen. In dieser Weise, nu in dem Morgenland, in Babylonien, vielleicht haben wir das getan, wenn diese Propheten, Daniel und auch Biliam, sie werden dort gleich auch am Osten gewesen, sie haben hier dort abgeschrieben, vielleicht chanten diese Weisen durch Schriftstellen und wissen dort, der Stirn, der soll in Israel kommen und dort bedient dort ein König soll geboren worden. Sie sagen den Stirn, sie dachten da immer nur, was konnte bedienen, und sie glauben dort, dass der Stirn, der wird uns nicht Jesus führen. Und dann deuten sie auch da nur handeln. Sie merken sich ob Resen, merken sich Reut, und merken sich auf den langen Weg in Israel. Sie werden sich ganz sicher, der König der Juden, der Radar ist geboren. Und sie merken sich auf den Wiedenweg. Sie sagen Jesus, sie wollen Jesus umbeten. Sie haben ja bloß den Stirn am Morgenland einmal gesehen, dass er abgedacht wird. Und dann dachten sie, wo wird das sein? Das wird in Jerusalem sein. Wieder steht uns nicht geschrieben, dass der Stirn ernsthaft bei Jerusalem geführt. Einige Leute haben den da bloß einmal kurz gesehen, das wir dort hier auch schon lesen. Und dann dachten sie, bestimmt wird es in Jerusalem sein, wenn dort ist der Hauptstadt von Israel. Und dann merken sie sich auf dem Weg nach Jerusalem. Und wir wollten also in Jerusalem anschauen, in einer Stadt Raumsachen und Frühen, als hier ein König geboren, wir haben am Morgenland ein Stirn gesehen. Keiner weiß arm, keiner weiß nicht, hat nicht gehört, dass ein König soll geboren werden. Gewöhnlich, wenn ein König geboren wird, wenn ein Königshus ein Baby geboren wird, was König soll sein, dann wird ja dort, wo sich alle werden bekannt, von der ersten Tag, als dort sogar eine ganze Welt, wo dort sich bekannt wird. Und über dort fahren wir an dieser Stadt in Jerusalem, bis keiner nicht arm, dass da ein König geboren wird. Und das hier, der König Herodes hier, da sind Menschen, die glauben, hier soll wohl ein König geboren werden. Heute kriegt der Weisen sich, und fragt der Weisen, oder der Weisen früher arm, als hier ein König geboren. Wir haben sie in Stirn gesehen am Morgenland, nicht schon wie hier haben, wir dachten, dort wird bestimmt in Jerusalem sein. Und über Herodes habe ich es auch noch nicht fand, und heute erschrak, die ganze Stadt erschrak. Über die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sagen eine Schrift nur, und sie funken dort, in Bethlehem, da soll ein König geboren werden, da soll der Messias geboren werden. Sie sehen die Weisen dort, und die Weisen mögen sich Fuß auf dem Weg wieder von Jerusalem im Süden haben, und sie vertieren, was 15 Kilometer, da wie Bethlehem. Sie mögen sich Fuß auf dem Weg und wollen das Baby sehen. Was hier auffällig ist, diese Pharisäer und Schriftgelehrte, so chanten die Bibel, so deuten die andere Bibel lehren und sehen, in Bethlehem soll Jesus geboren werden. So chanten dort so Gott und so laufen dort selbst nicht, was soll die Weisen deuten sein, was soll die anderen Menschen deuten sein, dort laufen sie selbst nicht und so leben selbst nicht nur da nur. So sehen dort die Weisen und Leuten die Weisen einfach fortresen und so werden tragt wie ihre Arbeit, so laufen dort nicht nur selbst, was soll die anderen sehen. Über diese Weisen, solche Leute dort, so merken sich wieder am Weg,
Und auch soll dann von Jerusalem rütgen, ob ne Bethlehem han, ob uns Sachen soll den Stieren da war. Nu wieder Stieren da war, dem wird so ein Morden und auch gesäuen worden. Und das Stieren, da lädt er dann Batothus, wo Jesus wir. Wer wir uns noch mit der Verschneen bad verstehen lesen. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. So freuen sich so ja außer den Stieren wahrer Sachen. Dort wies uns, dort diese Weisen in dem Morgenland, so wollen wörtlich von Horten Jesus sehen. So gofen nicht ab, auch aus ein Jerusalem, schöner nicht von Jesus wisst, schöner nicht wisst. So doch nicht so, naja, vielleicht haben wir uns was eingebildet, vielleicht haben wir im Morgenland nicht nur Stieren gesollen, wir haben uns vielleicht irgendwas was eingebildet und sind ganz umsonst diese düsende Kilometer hierhin gekommen. So hören auch nicht viel, wortet nicht wörtlich so sein oder nicht, wenn hier wollt ihr schöner nicht was fahren, so sagen wieder, bald soll dann wieder in Bethlehem gehen, und dort uns sagen soll den Stieren wahrer, und sie freuen sich wörtlich so ja. In das Stieren, da bleibt am Buber der Tisch tun, wo Jesus wir, so jinten nennen, und deuten Jesus anbeten. In Matthäus, da habe ich einen Vers, da sagt es, wer da sucht, der findet. In das Vers, das haben diese Weisen in dem Morgenland erlebt, sie sachen in Sachen, sie gofen nicht ab, und sie wurden auch nicht entmutigt, aus dem Morgen, der Pharisäer, die wollten Kreuz am Bethlehem soll dort geboren worden. Bestimmt auch in der Weisen, die waren bestimmt alle Pharisäer und Schriftgelehrte Fußmatt uns merken, wie waren uns ganze her da hingehen, wenn so haben dort eine Schrift steht, dort soll am Bethlehem passiert sein. Und so morgen schon anderer Mensch erst nicht uninteressiert, wie worden uns doch weil irgendwas eingebildet haben. Da ist es schon anderer nicht uninteressiert, wir sind ganz allein auf dem Weg und schon läuft dort. So gofen nicht ab, so jenen, du werden wieder in Sachen bald so Jesus funken. Petrus schrift und uns Gläubige, Petrus schrift dort heu in der jünger Tianetid, so folgen auch nicht irgendwas nur, so hören sich auch nicht was eingebildet, so werden sich sicher, wenn sie nur folgen deuten, und was soll für ein Ziel haben. Und Petrus schrift wieder auch zu uns, dass wir uns auch sicher sein, ob dort wird wir nur folgen, und wir sollen nicht zweifeln und dort. Wer wir uns mal 2. Petrus Kapitel 1, die 2. Petrus Kapitel 1 wird Vers lesen. 2. Petrus Kapitel 1 von Vers 16 bis Vers 19. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Petrus schreibt, wir sind nicht irgendwo ausgedauert, gefolgt wird, wie uns selbst haben eingebildet. Wir haben Jesus seine Kraft selbst gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Petrus schrift, so haben Gott seine Sterben selbst gehiert, so haben Jesus seine Sterben gehiert, und so werden sich sicher, wie dort wird sie nur folgen deuten, so deuten nicht fibeln. Und dann in Vers 19 schrift Petrus, umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einen dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Nu schrift Petrus da uns, wie haben Gottes Wort. Gottes Wort ist uns Licht von der, nu wird wir folgen sollen, obwohl wir achten sollen, dort wird, wenn wir geläuben sollen, und wird wir vertrauen sollen. Wir sollen, ob Gott sein Wort achten, so ist ob ein Licht. Wie kann sein, kreuzeste Weisen achten, ob dort Licht, so Sachen dort Licht am Morgenland, und so vergorten dort nicht, so doch ein Eugel da und doch ein Boot konnte bedienen, und so mögen sich am Weich und Sachen da nu, bald zu Jesus funken. So gofen auch nicht ab, aus in Jerusalem nicht funken, und aus alle Menschen sich verfierden, und der König sich verfiert, dann gofen sie auch nicht ab. So sagen, du werden wieder. Und diese Heiden sind vor uns ein Vorbild. Sie achten auf das Licht und sagen wieder, und wir haben von der Tag auch ein Licht, die Bibel ist für uns das Licht. Wer wir auf Gottes Wort achten, wer wir nur Gottes Wort nur handeln, nicht so Janne Pharisäer und Schriftgelehrten, so lesen Gottes Wort,
Und so verstanden dort auch, was das bedient, dort Jesus soll in Bethlehem geboren worden. Und sie Sachen, die täten so Hirten dort von der Weisen, sie wurden den Stieren gesäuen. Und die Weisen wären nu Duisende Kilometer gekommen, um Jesus zu sehen. So Sachen, die täten, die Pharisäer und Schriftgelehrte hatten gedacht, das ist irgendwas Wunderbares. Das wäre von so weit aufmut, wer kommen. Und dort wurde er uns vertalen, dort er den Stieren haben gesäuen. Über so die Pharisäer vertalten andere Menschen dort und sie selbst handeln über nicht nu. Wer wie Gottes Wort lesen, wer wir da nu handeln und dort geläuben, kreuz es der Weisen uns zum Beispiel sind, wir sollen dort nicht nu verlieren. Und dann sagt Petrus hier, bis dass der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wer wir nicht bloß von der, ob Gottes Wort achten, ob das Licht achten, was Gott uns in Jaluten hat, sondern bat te stieren, ob ihr an jün hört. Bat Jesus war das chant, solange uns wie das Licht nötig haben, um den rechten Weg zu finden, was wir unser Ziel sind. Kreiten dünn für die anderen Menschen darauf reagieren, wann vielleicht kreiten dünn ist, wann wir auf Gottes Wort achten, wann die anderen Menschen vielleicht auch Gottes Wort lesen und nicht da nur handeln, wer wir darauf achten und dort geläuben, und die Weisen für uns, von der besonders aus dem Beispiel nehmen und Weihnachten, wann wir daran denken, wird beleben diese Weisen um Weihnachten, wann soll dort Licht nicht wurden, wann soll dort nicht wurden ihren genommen haben, dort Licht zu sagen, dann wurden soll Jesus nicht gefunden haben. Und nie über beachten dort Licht, so neuen dort ihrens dort Licht, wird Gott entscheiden dort am Stirn, und sie sagen, bat zu Jesus funken. Amen. Bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha,
Sünde, unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Gott wurde arm für uns, arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Nachts nach Hause kommen, aus dem Dunkel, aus der Nacht, heißt den Weg zu ihm genommen, der uns Licht und Heil gebracht. Weihnacht heißt die Lieb verkünden alle Menschen nah und fern. Weihnacht heißt den Himmel finden in dem Heiland unserem Herrn. Weihnacht heißt im Käpplein sehen, ewiges Leben, ewiges Heil. Gottes Liebesmacht verstehen, der im Sohn uns hat zuteil. Weihnacht heißt die Lieb verkünden alle Menschen nah und fern. Weihnacht heißt den Himmel finden in dem Heiland unserem Herrn. Weihnacht heißt sich tief versinken in dem Ratschluss seiner Gnade, ihm das Herz und Leben schenken, der uns so geliebet hat. Weihnacht heißt die Lieb verkünden alle Menschen nah und fern. Weihnacht heißt
der Fürst ist Allahs Jesus, den Frieden fürs Herr bei euch sei. Gott kam in diese Welt, weil uns der Friede fehlt. Gott kam in unsere Nacht, weil an uns gedacht. Doch diese Welt hat keinen Platz für ihn, für seinen Sohn war kein Zuhause. Er kam zu uns, doch keiner wollte ihn, denn vielen war der Heiland unbequem. Er kam aus Liebe doch, er sucht uns immer noch. Er kam in unsere Zeit, in Krieg und Herzenleid. Doch diese Welt hat keinen Platz für ihn. Ein dunkler Staat, das war sein Los. Er kam zu uns, wir wollten ihn nicht sehen. Und klopft er an, musste er weitergehen. Er kam in diese Welt, hat Liebe dargestellt, verließ den Himmelsthron, bekam die Dornekron. Ja, diese Welt hat keinen Platz für ihn, für Gottes Sohn blieb nur ein Kreuz. Er kam zu dir, hast du jetzt Raum für ihn? Oh, lass ihn nicht an dir vorüberziehen. Ja, genoos. Nu wordt gevraagd nog hier een beetje wat vertalen van Weihnachten. Wat ik schon mal was das en wat van deel voor mij Weihnachten is. En eerlijk spel ik zo, ik heb gleich zur Klarheit, wat ik er heb wil. En man moet nur denken, als mir so viel beifallen, was ich hier sagen will. Was das Nötigste ist, hier zu sein. Es ist interessant, dass mir so viel Erinnerungen gab von Irschama, wo wir Irschama haben Weihnachten gefeiert. Und vielleicht wollte ich da zu den Kindern reden, aber die anderen können wir nicht tauchen. Ich dachte, ich würde anfangen von, dass ich ein Schulkind war. Und Schule zu Weihnachten muss wir mal Wünschen lernen, Gedichte lernen dort. Und dann muss man es auswendig lernen. Und bei Weihnachten, da muss wir ganz auswendig absagen können, ohne ein Blatt voll Üben haben. Und dann wusste ich euch so reich, was die Menschen bedienen werden. Mir ist es schon, dass ich den nicht auswendig behauen, dass ich die dann auswendig kann. Oder ich könnte vielleicht noch eine Verse ein, was ich gelehrt habe. Weil wir sehr schöne Menschen abgestellt. Wir haben zwei Tage, eine wird zu Weihnachten und eine wird zu Neujahr.
Vielleicht tue ich das hier in der Schule auch so. Tue ich das hier so? Sonst schauen die nicht, ne? Ja, und als es dann nicht Weihnachten wir, ein Fehler hatten wir, dass sie uns anmelden, dass die Niklas, die braucht uns Geschenke. Und das wir nicht wahrheit. Ich bin aber dankbar, dass meine Eltern das Luther bekannt haben, dass sie uns haben fehlen. Und ich weiß nicht, ob sie das alle werden, sie gehört haben, aber meine Eltern haben es so, dann zum Morgen musste ich erst morgens an die Eltern in der Schlupfstuhl gehen und die Menschen absehen. Und dann können wir gucken, was die Niklas uns gebracht hat. Ja, entweder dann für den Tag so aus, dann müssen wir kommen, abschalen am Dash und dann hat die Niklas dort reingelegt. Und ich will nur denken, dass das ein Bild von Wahrhaftigkeit. Weil wir Gott eine Erlösung fragen und dann schenkt uns die. Er hat uns den Erlöser geschenkt. Und wenn wir haben den noch fragen, dann schenkt uns den, gibt uns den Erlöser, gibt uns die Erlösung. Und das wir ein bisschen Vorbild, obwohl ich das da nicht kann verstehen und auch nicht gedacht habe. Aber niemanden über nur denken, wie mir das klar, was das für eine Bedeutung hat. Und das hat dann aber noch nicht ein Eigen mit den Menschen. Dann zum Mittag fuhren wir dann in die Großstadt, heute schön Mittag. Und dann werden alle Onkels und Tantes da. Und dann müssen wir da unsere Menschen auch noch absehen. Und dann kriegen wir dort noch ein Geschenkchen. War das Bild aufgespielt. Und die hat eine große Freude an. Aber verstanden habe ich das da nicht gekonnt. Lothar, als ich erwachsen wäre, wie sie als Kinder haben, dann kann ich das viel besser verstehen. Und mir fällt dort in der Vers bei 1. Korinther 2, Vers 14. Da sagt er, der natürliche Mensch vernimmt nichts von des Gottes, als es ihm eine Tür hat und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Wenn wir nicht geistlich gerecht sind, das kann so scheinfähig gebracht werden, der Erlösungsplan und alles. Und das halt nicht. Das kann der Mensch nicht verstehen. Und wenn das geistlich ist, der Mensch ist wahr geboren ist, dann geht das an. Jeder Gedicht, was abgesagt wird, das geht an. Und das ist mir das von der geht. Von der Weihnachten, das ist eine Erinnerung, dass Gott Jesus geschenkt hat. Hier habt ihr, das ist ein Geschenk. Und das ist unser Erlöser. Wenn er das nicht hat, dann sind wir verdammt. Wir werden alle verloren. Aber der Taschen habe ich ein Ding noch mitgelassen, weil ich dachte, ich würde sagen. Ich habe erst mitverteilt von unseren Kindern, Schuljahren. Aber mit den Jugendlichen wird es dann nicht so stark. Die gingen mit 14 Jahren in die Schule und dann werden die ganz losgelassen. Und habe zwar eigentlich nicht so viel uitgeübt als andere, aber die Weihnachtshalde der lijkt weer de deel wat de meeste zin begonnen wordt het ganze jaar. En dat is een goede ding. En ik geloof dat met te doen, dat die Kinder dat nicht haben begreifen können, was sie an Weihnachten haben fehlgebracht. Wenn sie das haben begreifen konnten, haben das euch genommen, denn das war ein Geschenk, da würde das daher nicht so ein Sentel des Lebens gewesen sein. Und das ist dann alles für meine Sicht.
Skal komme til kinderkåren opp.
in een kleine dorp uit Bethlehem. En een loon wiet even zoi. En een kraan met voorbij. Wordt Jezus geboren voor mij, voor die. Du wir in kleine Doktorschnürsen, du kleine kleine Kinderbaden, kleine Lerkes und Käses reinklo für das kleine Kopfje, wo die Welt soll raten. Da hoort een levende mutter bij zich, de poster zo, die hoort hij op. En Josef temmet sich en check, plus zij drijven in de top. Der erste was ne ab einen Mann, er weiß, was für arm wie geplant. Da kämmerliche schries vor Sinn und schon te storm, wo viel verdient. De Weihnachtstijd, de hel wie dan, während Gottes sehen, dann träumen über Weihnachten, lädt und Ostern haben, wo Jesus den Sieg gewann. Kom de 7- en 8-jarige kinderen nog? Dan zingen we de luid met de jongschap. Kom dan op.
Bitte kommt die Juden ab.
Stern von Bethlehem, doch für uns ward in der Herrlichkeit. O ja, von so Blick ward denn doch Not, wo der Deus entbloß bekommt, prachtvoller Stern von Bethlehem schien auf. O prachtvoller Stern, der hob mich da, heulet im Himmel, ja dächte nach. Über den Morgen ward die Sonne schien klar. Jo, du in dem Blick von Glora da, schenkt ein Dach, das Stuhl und noch. Prachtvoller Stern von Bethlehem schien auf. O prachtvoller Stern von Bethlehem, doch für uns ward in der Herrlichkeit. O ja, von so Blick ward in dort Lohn, wo der Deus entbloß bekommt, prachtvoller Stern von Bethlehem schien auf. O prachtvoller Stern, der Eugerü, von herrlich Götten drin bestüht, dort von die erste Kron gewonnen hast. Wird's Jesus es der Herr stehen, heu Wort noch einmal erschien, prachtvoller Stern von Bethlehem schien auf. O prachtvoller Stern von Bethlehem, doch für uns ward in der Herrlichkeit. O ja, von so Blick ward in dort Lohn, wo der Deus entbloß bekommt, prachtvoller Stern von Bethlehem schien auf. Join strand und Ehrenkram, was verloten en chimes hiero, doch in Bethlehem ein Stall für den Herrn.
rym för dig. Kom nämen min hårt, Herr Jesus, kom. Du hast rym för dig. Med din Wahrheit kämpfst du hier ab ihr, mögst der Menschen ab ihr ganz fri. Damit Spott und Zorn triebst der Dornenkron, gingst du Gott an meine steht. O komm in mein Hort, Herr Jesus, du hast rym für dich. Komm, nimm in mein Hort, Herr Jesus, komm, du hast rym für dich. Von die wahre Chance in der Herrlichkeit, die nicht ja von hier zu holen, nimmst mich mit nur heich in Desaster mich, du hast rym hier im Himmel für dich. O komm in mein Hort, Herr Jesus, du hast rym für dich. Komm, nimm in mein Hort, Herr Jesus, komm, du hast rym für dich. Verlassen hat Jesus die Herrlichkeit, das ewige himmlische Reich. Der Heiland kam zu uns in Niedrigkeit, er wurde den Menschen hier gleich. Aus Liebe drang Jesus zu uns herab, nahm unsere Sünden auf sich. Aus Liebe der Heiland am Kreuze starb, aus Liebe für dich und für mich. O Herr, deine Liebe ist wunderbar, wir staunen und beten dich an. Wir loben und preisen dich immer da, für alles, was du uns getan. Ja, nu is het ook vrije bedtijd en we gelijk nog wat beetje draaien, zoals nog gelegenheid. Neemt de gelegenheid waar voor te luiden.
hungert, gleich kann ich kann nicht vergeben. So, Friede auf Erden und die Menschen im Wohlgefallen. Hier in der Hort, für 2000 Jahre, in Bethlehem. In Bethlehem wird von der immer noch sehr gemerkt zu Weihnachten. Jeder Jahr haben Millionen Geschäft gegeben. Bloß Bethlehem liegt von der auch in einer Gegend, wo die Palästinenser dort sein haben, nicht die Christen. Jeder Jahr wird da was abgestellt, was uns daran erinnert, was Weihnachten bedient. Das Jahr steht da ein ganz besonderes Kunstwerk. Ich weiß nicht, von irgendwer sein haben, von den Nachrichten. Da ist so, wenn das Weihnachten dich bekommt, dann wird das Josef und die Maria und dem Esel und das Kräbchen und das Christkind zurückgeholt, wo abgestellt, vielleicht noch ein schönes Bild dahinter mit dem Stieren. Bloß das Mal steht nicht der blaue Himmel und die Stieren dahinter. Da steht Cementblak, so eine, was wir brauchen zum Moerasbüren, de Wein zwischen den Ländern, wo die Völker teilen, wo immer mehr in der Welt abgestellt worden, um die Menschen zu teilen, die verschiedensten Länder, die sich nicht gut verstehen. So eine Wein aus der haben sie dahin abgestellt. In der Boden steht nicht das Kreuz, da steht da ist ein Loch, der gewohnt, wo der geschoten ist, wo ein bisschen die Form von einem Kreuz oder einem Stieren gegeben hat. So, das erinnert uns daran, dass aber ihr nicht Friede ist. Was ist denn geworden? Friede auf Erden und den Menschen im Wohlgefallen. Warum ist da nicht Friede ab ihr? Ich glaube, es du wenn's damit nicht gemeint wäre, dass nicht alle Völker würden Friede haben, dass die keinen Krieg mehr führen würden. Wenn die Engel gesungen haben, Friede in den Horten, da würden wir das viel besser verstehen. Und ich glaube, das ist, wo das mit ankommt. Wenn wir erwarten, dass die Regierungen endlich Frieden merken, dann wollen wir immer warten. Mal. So, die Welt sieht Weihnachten so steht. Hierfür wie schein Weihnachten über den Hinterrand der Krieg. Und das ist die Wirklichkeit. Und wenn das Friede, der dort angekündigt wird, hier bin es, dann sieht das Unterschied. Dann braucht wir die Wein nicht und nicht diese Chance. So, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Noch wer? Okay, und ich dann hebe noch ein Lied vom Orchester und dann wollen wir ein Schlusslied singen und dann wollen wir noch aufschlüten. So, das Orchester noch ein Lied singen. Welt, denn der Retter ist da. In Not und Schuld lag diese Welt verloren, so hoffnungslos bis
Fürchtet euch nicht, ihr Hirten bei dem Herrn. Gott hat euch lieb, soll die Bußstrafe euch sein. Und Engel scharen, singen laut und mächtig in dieser Nacht das Theodoria. Komm herauf, aus Liebe zu uns Menschen, o heilige Nacht, da uns das heilige Grab, o heilige Nacht, da uns das heilige Grab. Singen wir zuletzt noch das letzte Lied in Gesangbuch, Nummer 554. O Gott sei gelobt für die Liebe im Sohn, der mit Blut uns verbunden, dann aufstieg zum Thron. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. O Gott sei gelobt für den Heiligen Geist, der zum Heiland uns führt und dann himmelwärts weist. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. Lob, Ehre und Preis sei für immer gebracht, dir den Lamm, das von Sünde uns selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. Goed, dat is dan zo weer, dat is het programma S, en je was S. Så jeg må vi nok bedanken at jeg har deelgenomen. Jeg kunne eten merken, har sig ook uitgestrang, har schon gegeten. Så for jullie alle at jeg har deelgenomen, besonders der, wat ik har nog knij even tijd genomen, zum den even en wat verbrengen, mag Gott junt wirklich segnen für dort. Ook al ons anderen, zoals ik schon sehe, we willen hier nu met een gebed afsluiten. En dan, ja, maar wel, kan hij door een koffie nemen, met snack. En kan nog langer gemeenschap hebben, ja, maar door wel. Ze zijn alle door toe eingeladen voor een koffie. Zo, we pauzen erst nog eenmaal op zum gebed en een Schlussgebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gesegnet hast durch diesen Tag. Ich danke dir für alle Welt, die Schwester, wir haben du erst auf Teil genommen, musst du endlich segnen. Herr, wir haben das in den Gemäß getan, die muss können verherrlicht werden. Herr, bitte, wenn irgendwo gerannt hat, wo nicht nur den Welle ist, musst du uns dort verzeihen. Aber ein Ziel ist, Meier, die zu verherrlichen. Wenn nicht wie Meier und Meier seine, dass
du waar komen worst. Het is tijd zich optrekken dat du waar komen worst, Herr. En ik weet, we mogen alle van die zijn, wat we reit zijn voor den dag, wat du waar komen worst. Dat we niet immer bloß worden Geburtstag vieren können, sondern ein Tag, wo das nicht mehr gehen auf das Jahr, Herr, musst du uns dort reit merken, für den Tag reit sein, wat du waar komen worst, Herr. Herr, ik bid ook voor den Segen, voor dat eten, voor den snack, wat we willen nemen, moest u ons ook bezegnen. En ook wieder de gemeenschap. Herr, moest u bij met ons zijn. Dat bidden we en danken we in de naam van Jezus Christus. Amen. Scheidem vrede van onder.